willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Mocklin. Ich wollte gerade... Abgang fadet. Sofort. Natürlich, Mocklin. Was immer Sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben sie auf dem Schirm, seit sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie Sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und ihre Aufwartung machen. Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um sie herum explodiert ständig irgendwas, Shepard. Sie können es Aria nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf sie hat. Afterlife. Sofort. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Und somit kriegst du zurück zu Mass Effect 2. Wir sind nun in Omega angekommen, oder auf Omega, wie du es auch immer sehen willst. Und... Bitte. Bitte. Halten Sie den Mund! Die Asari-Republiken haben ihren Anteil an der Verantwortung für die Verteidigung an die turianische Hierarchie abgetreten. Die Allianz der Menschen hält derzeit den Hauptteil der Streitkräfte. Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Ich nehme an, man hat Sie informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batavianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte. Ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt. Hat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. In welcher Beziehung stehen Sie zu Cerberus? Ganz ruhig. Cerberus bezahlt mir jede Menge Geld, damit ich ihnen bei ihrer Mission helfe. Das ist alles. Nicht viele Söldner würden ein Selbstmordkommando wegen der Bezahlung annehmen. Die meisten Söldner kriegen keine Angebote, wie Cerberus es mir gemacht hat. Diese Mission klingt nicht nach einem guten Geschäft. Aber Ihr Unbekannter kann viele Credits locker machen. Der gefällt mir. Schön, Sie bei uns zu haben, Said. Wir haben noch viel zu tun. Das hat man mir gesagt. Der Unbekannte hat Ihnen vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Ich nehme an, ich soll einen Teil Ihres Vertrags übernehmen. Liege ich richtig? Ja, komisch, dass er es nicht erwähnt hat. Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Eltville Ashland Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Ich sorge dafür, dass wir das erledigen. Gut. Wenn wir das aus dem Weg haben, können wir uns darauf konzentrieren, den Helden zu spielen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Ja,
Also du siehst hier, wenn du das Spiel nicht kennst, zum Beispiel du, Nuka, die Sitten hier sind etwas rauer und die Umgangssprache ist beschissen. Genau. Ab zur Aria. Wie komme ich jetzt eigentlich auf Luca? Ich habe keine Ahnung. Ja, man kennt mich ja. Verwirrt und verwirrt. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Gehen Sie rein. Aria erwartet Sie. Natürlich, natürlich. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Kailan. Wen starren Sie so an? Einen Toten. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als mit Leuten Streit anzufangen, die Sie gar nicht kennen? Nein, es geht mir auch nur um die, deren Nase mir nicht passt. Sie sehen meine Bewaffnung. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Na gut, ich lasse sie laufen. Vorerst. Man sieht sich. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. So da, Afterlife, hinein zur Aria. Die alte Knalltüte. Ich schaue nur immer wieder ein bisschen, um vielleicht, dass wir vielleicht ein paar Aufträge kriegen, was? Barmann? Staubwasser. Man kann sich auch den Mund fusselig reden, gell? So, wo ist die Aria? Ah, ich weiß schon. Anto. Wollen reden? Reden Sie mit Aria. Das ist nah genug. Stehen Sie still! Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Sieht aus, als steht keiner von uns drauf, rumgeschubst zu werden. Und auf ihrem Schiff wäre das von Bedeutung. Hier jedoch zählen nur meine Vorlieben. Also, was kann ich für Sie tun? Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führung. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich sie sich erweisen.
Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Ein Scan und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Genau so einen suche ich. Wirklich? Ist ja interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Ich suche nach Mordin Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man Sie reinlässt. Danke für die Informationen. Bringen Sie bloß die Seuche nicht hierher. Genau, in die Quarantänezone wollen wir. In die Quarantänezone wollen wir und da können wir jetzt hin. Kurzen Augenblick, Söldneranwerber. Das machen wir später, Normandy. Da aussehen und dann rechts. Gruppe. Achso, ich hab noch einen Punkt und die Kasumi hat noch einen Punkt. So. Wo sind die Coordinates, die Karten? Da. Da aussehen und dann rechts. Warte mal ganz kurz. Na, das ist links. Ist wurscht. Wir sehen es gleich. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Marktplatz, da wollte ich her.
Verrückter Prophet. Bereit! Menschen sind ein Schandfleck für die Reinheit der Galaxie. Sie, Sir, Sie sind ein Schandfleck. Und Sie, Mensch. Und Sie. Die Proteaner haben die minderwertigen Spezies verstoßen. Organa, Worcha und Menschen. Und so hausten sie im Dreck, auf Welten aus Schmutz und Kot. Und dort lagen sie, bis sie zum Himmel hinauf stolperten. Die minderwertigen Spezies werden unser Untergang sein. Das Wort ist da ganz klar. Admiral Stephen Hackett wird Naja. den Vorsitz führen. Gehen wir weiter. Omega-Markt. Harrods. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie anzubieten? Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich, Bergungsgut, alles Mögliche, das meiste davon legal. Voller Stolz. Ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich, einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Natürlich will was kaufen, du Eumel. Modellschiff. Kondensatorbrustplatte. Terminuspanzerung. Blackstorm. Ja, der ist ja wirklich billig. So eine Schlampe. Wir haben ja ein bisschen Kohle. Nehmen wir auch mit. Heckmodul. Verdoppelt das Zeitlimit für einen Heck. 30.000, die habe ich jetzt nicht. 12.000, die habe ich aber. 5.000 für die Waffe. Was ist das? Der Gravitationssimulator Blackstorm. Ja, das ließ ich jetzt aber nicht, da bin ich deppert. Kostet nur 5.000, mein Gott, nehmen wir mit. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen wird verlautbart, dass der Angriff auf die Menschenkolonie Freedom's Progress daraufhin untersucht wird, ob es sich dabei nicht möglicherweise um einen Terroranschlag durch Dissidenten anderer Spezies gehandelt hat. Es gibt zwar noch keine offizielle Aussage dazu, aber der Rat hat bei der salarianischen Special Task Group auf dem Verwaltungsweg Informationen angefordert. Da ist nix. Forschungsschiffe haben Schiffe unbekannter Bauart gesichtet, Entschuldigung. deren Silhouette jedoch stark an alte Schiffe der Rachni erinnert. Bei den wenigen Ich habe vielleicht auch was für Menschen. Allerdings nicht viel. Warum soll ich hier einkaufen? Ich bin heute in Stimmung, Geld auszugeben, aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden. Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden. Außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt. Ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben. Können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? Hören Sie, mit dem Schwarzmarkt kann ich nicht konkurrieren. Ich muss auch Gewinn machen. Ich werde mein Möglichstes tun. Aber sagen Sie es niemandem, sonst geht's mir an den Kragen. Hey. Der war gut. Schlüpfrige Alien-Zeitschrift. Ja, das ist genau meins. Genau mein Humor. Was ist das? Blood Dragon Panzerung. Geil. Stimulationsleitungen. Turianischer Kreuzer. Die kostet nur 416, den nehmen wir mit. Kondensatorhelm. Reduziert die Verzögerung, bevor Schilde beginnen sich zu regenerieren um 10%. Nehmen wir mit. Haha! 4 Monate bis zum Entertainment-Ereignis des Jahrhunderts. Becky Burlesque. Bewundern Sie Beckenjetesh und sein sexy Sextett, wenn Sie das Jetzt schau ich nur zum grad. Reifen bringen und die wilden Bestien von Omega zähmen. Transportdepot, Söldneranwerber. Sie werden nicht glauben,
Das war der Harrod, da muss jetzt Nate hin. Bereit! Das Ende ist nah! Achtung, Quarantäne, genau, da muss ich hin. Beschwerden sind sinnlos, Mensch. Wir haben eine Seuche. Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Mordin Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Mordin versucht mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Wissen Sie, wo ich Mordins Klinik finde? Keine Ahnung. Warum wollen Sie das wissen? Der Bezirk steht unter Quarantäne. Schon vergessen? Erzählen Sie mir mehr über diese Seuche. Es fängt mit Husten an. Dann spuckt man Blut und dann hilft nur noch eine Kugel. Sie befällt viele Spezies. Turianer, Salarianer, Kroganer. Eigentlich alle, nur Menschen sind immun. Und Watcher, falls Sie die mitzählen. Eine durch die Luft übertragene Krankheit, die zahlreiche Völker befällt. Wir müssen verhindern, dass sie sich ausbreitet. Deshalb die Quarantäne. Wer sind die Blue Suns? Die Söldnergruppe, die den Bezirk unter Kontrolle hat. Besser gesagt, unter Kontrolle hatte. Die meisten von ihnen sind Turianer und die Seuche soll unter ihnen ziemlich gewütet haben. Jetzt steht der Bezirk praktisch frei zur Übernahme. Angeblich planen die Watcher was in der Richtung. Die Seuche tut ihnen nichts. Sie sind immun gegen die Krankheit. Ein weiterer Grund, warum sie da nicht reingehen wollen. Krankheiten betreffen doch eigentlich nie mehrere Spezies. Turianer und Salarianer können nicht mal die gleichen Lebensmittel essen. Richtig. Die meisten gehen davon aus, dass die Seuche synthetisch ist. Jemand hat sie geschaffen und dann ist entweder ein Unfall passiert oder sie wird hier getestet. Und da die Menschen immun gegen die Seuche sind und einige von ihnen mit dem Plündern angefangen haben, glauben viele, dass sie Menschenwerk ist. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Das Wichtigste ist, dass Sie das Problem schnell lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment. Mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich. Wir sind alle Menschen. Die Seuche kann uns nichts anhaben. Also los. Ja, passt das, wir nehmen die zwei Mädels weiter mit. Warte mal. Hat sie? Nein, sie hat noch nichts anderes. Sie nehmen wir wieder mit und da machen wir auch weiter. Passt. Oh, wir können Brandmunition nehmen. Sau geil. Ja, also wie ihr seht, bei Abtrünnig können wir uns noch ein bisschen spülen. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Es darf geballert werden.
Aha. 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 Alles klar. Nach Ihnen. Schon unterwegs. Gut. Jetzt speichern wir da, bevor es losgeht mit der Ballerei. Aus der Walachei. Ja. Alles klar. Erledigt. Ich tue das auch viel zu selten. Nicht schießen, Sie dürfen rein. Wir nehmen gleich mal alles mit, was wir brauchen könnten. Oh. Viel Glück da drin. Die Blue Suns und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. Ja, ich schieße auf, alles was sich bewegt. Bei mir explodiert sogar noch was. Party! Ich habe schon viele schlimme Sachen gesehen. Das hier ist schlimmer. Ja. Viel schlimmer. Ein Mensch, hätte ich mir denken können. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Und jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Kann man ihnen irgendwie helfen? Weg von mir, Mensch! Ihre Art hat schon viel zu viel angerichtet. Ihre Seuche hat mir das angetan. Und ihr heuchlerisches Mitleid ist nun der Gipfel der Erniedrigung. Ich muss Mordin Solus finden. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Hoffentlich brennen die Watcher diesen Mordin und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Ich hoffe, sie... Ich hoffe... Verdammt. Hey, bleiben Sie bei mir. Das wird die Seuche zwar nicht heilen, aber es wird Ihnen erstmal helfen. Sie haben mir geholfen. Warum? Ja, weil ein Spieler für Videospiel immer hilft. Es ist mein Job. Ich weiß nicht, ob ich ein Heilmittel für die Seuche finde, aber ich werde es versuchen. Ihre Worte klingen aufrichtig. Vielleicht liegt's am Fieber. Aber wie Sie sagten, was habe ich zu verlieren? Was möchten Sie wissen? Warum sind Sie so überzeugt davon, dass die Menschen hinter diesem Ausbruch stecken? Die Seuche ist zu aggressiv, um ein natürliches Virus zu sein. Übertragung durch die Luft bei so vielen Spezies? Sterberate fast 100%. Sie muss aus einem Labor kommen. Und da die Menschen als einzige Spezies nicht betroffen sind, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Sind die Watcher nicht immun gegen die Seuche? Es könnte doch sein, dass sie das Virus verbreitet haben, um den Bezirk zu übernehmen. Watcher sind immun gegen Krankheiten. Eine von Menschen geschaffene Seuche würde sie nicht betreffen. Aber wenn die Watcher die Seuche entwickelt haben, wieso erkranken dann die Menschen nicht daran? Außerdem sind die Watcher nicht schlau genug, um so ein Virus zu entwickeln. Sie sind Aasgeier. Tut mir leid, Mensch. Sie glauben es vielleicht nicht, aber alle Beweise deuten auf ihre Spezies hin. Ich muss Mordin Solus finden.
Er hat eine Klinik am anderen Ende des Bezirks. Er nimmt Flüchtlinge auf und hilft allen, die mit der Seuche infiziert sind. Ich hatte bisher Angst, zu ihm zu gehen. Er ist gefährlich, aber vielleicht kann er wirklich helfen. Was macht Mordin schlimmer als den Tod durch die Seuche? Die Blue Suns wollten von ihm Schutzgeld erpressen. Er hat sie umgelegt. Er ist mit so einer Art Toxin betäubt und dann erschossen. Er ist mehr als ein Arzt. Ärzte richten keine Leute hin und stellen dann als Warnung die Leichen aus. Wenn ich Mordin gefunden habe, erzähle ich ihm von ihm. Wenn er ein Heilmittel hat, sorge ich dafür, dass es jemand zu ihm bringt. Danke. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber wenigstens haben Sie mir einen Hoffnungsschimmer gegeben, der die Finsternis meiner letzten Stunden ein wenig erhellen wird. Ich will nicht sterben. Was immer Mordin ist. Ich will es riskieren, wenn er mich erreichen kann. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Mensch. Ach jo. Apartments. Ah. So. Ja, sehr richtig. Na, wir müssen da hin. Ich will trotzdem einer schauen da in die Apartments. Warte mal ganz kurz. Speichern. Mama mia. Naja, bitte. Heute Morgen sind die Blue Suns vorbeigekommen. Sie haben was mit meiner Tür gemacht. Ich kann sie nicht mehr öffnen. Vielleicht ein Kurzschluss. Sie sagten, sie wollen die Ausbreitung der Seuche kontrollieren. Dabei bin ich nicht mal infiziert. Verdammte Turianer. Das ist bestimmt irgendeine Schutzgeldnummer. Erst schließen sie mich 1, 2 Tage ein und dann darf ich wieder raus, wenn ich dafür bezahle. Mhm. Aber mehr ist da nicht. Na gut. Ich habe es mir gedacht. Viel Glück bei der Landung. Jack, wenn du mir nicht immer im Schussfeld stehst. Gehe auf Tauchstation. Schön gemacht. Gell, da staunst du, wa? Ah! Daneben geschossen. Toll! Ich werde euch vernichten. Wow. Verschwinde! Kuckuck! Wo müssen wir jetzt hin? Da weiter. Weil ich möchte wissen, was da oben ist. Ah, sehr gut. Okay. Hat jetzt zwar nicht unbedingt ausgezahlt, aber egal. Ich glaube, da müssen wir hin. Warte mal.
Ah. Das da? Das nehme ich mit. Modifiziertes Sturmgewehr, geil. Ah. Du? Da müsste zeitweise schon dummeln, ah. So. Oh, das ist ein geiles Apartment. Kaffeemaschinen. Oh, dem Himmel sei Dank. Sie sind ein Mensch. Als wir sahen, dass die Tür sich öffnete, dachten wir, die Turianer hätten uns gefunden. Seit Ausbruch der Seuche sind die Blue Suns hinter uns her. Sie bringen genauso viele Leute um wie die Krankheit. Warum sind die Blue Suns hinter Ihnen her? Wir haben nichts getan. So ziemlich jeder im Bezirk, der kein Mensch ist, will uns tot sehen. Sie glauben, wir hätten die Seuche verursacht. Menschen werden nicht krank und das reicht ihnen als Beweis. Niemand weiß, wie viele von uns sie schon erwischt haben. Sie sollten lieber die Watcher unter die Lupe nehmen, nicht uns. Denn seit dem Ausbruch der Seuche übernehmen die Stück für Stück das Revier der Blue Suns. Ich muss Mordin Solus finden. Ach ja, der hat eine Klinik auf der anderen Seite des Bezirks. Er soll jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Er versucht den Seuchenopfern zu helfen und bietet Schutz vor den Suns und den Watcher. Na klar, ein Arzt mit Militärmax, der den Leuten umsonst hilft. Auf Omega. Wir sind doch nicht bescheuert. Sie halten wohl nicht sehr viel von dem Doktor und seiner Klinik. Die Watcher wollten seinen Laden übernehmen. Er hat sie alle niedergemäht. Einfach so. Pop, pop, pop. Er musste nicht mal seine Max einsetzen. Dann hörten die Blue Suns, dass er Menschen Zuflucht gewährte und wollten die Klinik niederbrennen. Er hat sie auch umgebracht. Dann ging er wieder rein und hat weitergearbeitet. Eiskalt. Salarianische Spezialeinheit oder sowas. Sie können nicht in diesem Apartment bleiben, das ist eine Todesfalle. Bei Mordin haben Sie wenigstens eine Chance, das Ende der Quarantäne zu erleben. Sind Sie wahnsinnig? Das würden wir niemals schaffen. Auf den Straßen wimmelt es von Blue Suns und Watcher. Und wir haben nicht mal Pistolen. Außerdem setze ich mein Leben nicht für das Gerücht aufs Spiel, dass ein Salarianer mir Zuflucht gewährt. Ich weiß, dass Sie Angst haben, aber Ihre einzige Hoffnung besteht darin, es bis zu Mordins Klinik zu schaffen. Mich werden die Blue Suns und die Watcher beschießen, deshalb kann ich Sie nicht mitnehmen. Eines verspreche ich Ihnen. Ich tue mein Möglichstes, um Ihnen einen Weg freizuräumen, damit Sie mir folgen können. Es ist riskant, aber ich sehe für Sie keine andere Chance. Okay. Sie haben recht. Wir schaffen es auf keinen Fall, wenn wir hier bleiben. Wir müssen es versuchen. Wir warten hier eine Weile und geben Ihnen Zeit, um den Weg freizuräumen. Dann brechen wir auf zu Mordins Klinik. Wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht dort. Na bitte. Wir sind da weiter, glaube ich, gell? Ja, da waren wir auch noch nicht herunten. Inhalt wird gespeichert. Ach, schön. Aha. Gleich geht der Spaß los. In Deckung! Nichts kann mich aufhalten. Gehe auf Tauchstation.
Kasumi Nakano. Küss den Boden! Tarne mich! Das ist mir gerade ein bisschen zu viel des Guten. Ich hab keine Schilde! Drum heißt du ja auch die gemalte Hilde, ne? Hab seinen verdammten Schädel weggepustet. Das hat sicher wehgetan. Ja. Der war gut. Jetzt kommen Kroganer auch noch über Glenarisch. Gehe auf Tauchstation! Das wird immer besser. Braucht halt Muni, aber naja. Boah. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ist das alles? Hat Eindruck hinterlassen, hä? Du Pfeifen. Sehr gut. Was ist da oben? Wir sind nicht da weiter. Jetzt siehst du mich! Boah, das... Watcher-Gebiet. Boah. Wenn die Watcher die Blue Suns nicht erledigen, dann übernehme ich das. Die Schweine haben mir mal Ärger gemacht. Na bitte. Jetzt haben wir es benannt. Wo geht's entlang? Das wird ja immer besser. Müssen wir da entlang. Klinik. Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Mechs anlegen. Day 2? Naja. Granatwerfer. Ich probiere mit ein. Morden muss hier irgendwo sein. Reden Sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, dafür bin ich ja da, du. Na, geht's eh? Hat nicht noch was. Professor, uns geht das Cipoxidin aus. Nehmen Sie Malanarin. Davon ist genug da und es ist fast genauso gut. Kann bei Batarianern zu Krämpfen führen. Daher zusammen mit Butemerol verabreichen. Malanarin und Butemerol, verstanden. Xenozin ist der Katalysator, verbindet sich mit Markierungsgenen. Schwer zu kriegen, teuer in der Massenherstellung. Warum nicht Teplacor? Zu instabil, Ergebnisse nicht verlässlich. Demozan ist die bessere Lösung. Nein, Demozan ist für Menschen giftig. Also keine Option. Keine Option. Ein sympathisches Kerlchen, wirklich. Da hinten ist was, schau.
Professor Mordin Solus? Kein Einheimischer, zu gut bewaffnet für Flüchtlinge, keine Söldneruniform. Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier. Watcher? Beseitigung? Unwahrscheinlich. Watcher nur Symptom, nicht Ursache. Die Seuche? Untersuchung möglicher Biowaffe? Nein. Um Himmels Willen, holen Sie doch mal Luft. Ich war auf der Suche nach Ihnen, okay? Ich bin Commander Shepard. Ich habe eine wichtige Mission zu erfüllen und brauche dazu Ihre Hilfe. Mission? Was für eine Mission? Nein, zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Seuche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt Sie? Haben Sie je von einer Organisation namens Cerberus gehört? Wege haben Sie schon gekreuzt. Dachte, Sie arbeiten nur mit Menschen zusammen. Wozu Anforderungen von Hilfe durch Salarianer? Meine Mission ist das Ausschalten der Kollektoren und ich brauche Ihre Hilfe. Kollektoren? Interessant. Seuche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren, eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie, haben vielleicht ähnliche Ziele, aber muss erst Seuche aufhalten. Habe bereits Heilmittel, muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum, wird von Watcher bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Ich übernehme das und kümmere mich um die Watcher. Ich glaube, die Lage hat sich soeben verschlechtert. Die Watcher haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Suns. Könnte sich gegen Watcher als praktisch erweisen. Eines noch. Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Watcher, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen. Aber er ist klug. Hat eine große Zukunft. Ich habe in der Nähe des Eingangs zu diesem Bezirk ein batarianisches Seuchenopfer gefunden. Können Sie ihm Hilfe schicken? Riskant. Blue Suns und Watcher kämpfen noch. Bezirk nicht sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Was können Sie mir über die Seuche sagen? Fortschrittliche Entwicklung. Hatte Kollektoren schon vorher im Verdacht. Zweck vermutlich experimentell. Zerstört Atmungsorgane und führt zu schädlichen genetischen Mutationen. Es ergibt Sinn, die Menschen auszuklammern. Unnötig menschlichen Genen Mutationen aufzuzwingen, nur um Varianzen zu überprüfen. Unnötige Mutationen? Wovon reden Sie da? Mögliches Ziel des Virus. Teste machbare Mutationen bei verschiedenen Spezies. Schrecklich, aber plausibel für die Kollektoren. Menschen haben genetische Vielfalt, größer als bei anderen intelligenten Spezies. Sinnvoll, sie als Kontrollgruppe einzusetzen. Was wissen Sie über die Watcher? Feige, opportunistische Raubtiere. Ohne taktisches Denken. Eigentlich nicht aggressiv. Ausmaß des Angriffs ungewöhnlich für sie. Vermute, dass Watcher für Kollektoren arbeiten. Ausbreitung der Seuche, Sammeln von Daten. Bisher kein Beweis, aber Theorie passt zu Indizien. Haben Sie eine Idee, wo ich Daniel finde? Nein. Infizierte Batarianer sollen hinter den Watcher-Linien eingeschlossen sein. Daniel wollte ihnen helfen. Habe ihn davor gewarnt. Zu gefährlich. Die Patienten hier brauchen ihn. Hat sich trotzdem weggeschlichen. Wollte ihn selbst suchen, kann aber die Klinik nicht verlassen. Muss mich um die Patienten kümmern. Hatten Sie Ärger in der Klinik? Nichts Schlimmes. Blue Suns wollten Menschen holen, haben gedroht. Habe sie beseitigt, bevor die Lage eskalierte. Für einen Arzt bleiben Sie erstaunlich ruhig, wenn Sie erzählen, dass Sie eine Gruppe Söldner ausgeschaltet haben. War nicht immer Arzt. Habe bei Special Task Group der Salarianer gearbeitet. Kann auf mich selbst aufpassen. Das ist der Vorteil, wenn man Salarianer ist. Turianer, Kroganer, Watcher sind alle offensichtliche Bedrohungen. Mich sieht niemand kommen. Ein putziges Kerlchen. Los, zur Umweltanlage. Handkanone M6 Carnifex erhalten. Die Folgenden können diese Waffe jetzt benutzen. Sehr schön. Ach ja, die rüsten wir gleich mal aus. Warte mal, wo war denn jetzt der Waffenspind? Da hinten. Plus 5 Abtrünniger. Naja. Warte mal kurz. Naja, haben wir noch ein bisschen Spiel. Haben wir da jetzt mal speichern.
Überaus effektiv gegen Panzerung, aber schwach gegen Upgrade zur schweren Pistole Predator. Wir probieren es einfach einmal. Gut. Ja. Kurz und schmerzlos. Beim nächsten Mal geht's da weiter. Und wie du gesehen hast, wir haben ja noch einiges zu tun. Und das können wir ja auch einmal, wenn es dich interessiert, durchgehen. Es gibt noch ein bisschen was zum Finden und Erkunden in diesem Spiel. Also dann, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Spaß gehabt und man sieht sich und bis bald.